Shalom Aleichem. Ich heiße Max Cohen und ich wohne in Paris. Wir wollen du unheiben auf dem Videokanal von Vorwärts ein Programm von Videos in Jiddisch in der ganzen Welt. Ich bin sehr zufrieden zu arbeiten mit dem Vorwärts. Also, als Boris Sandler hat mich gefragt, wie ich will, aber soll riefen mein Programm. Jeden in der Welt oder hört mir heus. Hab ich ein bisschen getracht wegen dem. Und ich meine, dass es besser das zu riefen, hört mich heus. Das heißt nicht bloß mir, aber der Mensch oder die Menschen, die es reden hat. Es kann sein Jiden, es kann sein Geschehnissen, es kann sein Nicht-Jiden. Aber etwas kann werden gewissen, in mir kann reden davon auf Jiddisch. Ich hoffe, dass das Programm hat sich unheiben in einer sehr kurzen Zeit. Ich wünsche die ganze, die alle, was beschäftigten sich mit dem Projekt, einen herzigen Mazel Tov. Shalom Aleichem, ihr kickt Hört mich heus, eine Mission auf dem Videokanal von Vorwärts in New York. Ich heiße Max Cohen und heute bin ich mit Roger Silberg. Feinsilberg. Ihr seid der Direktor von der OSE, sagt auf Französisch Office de Secours à l'Enfance. Das ist eine Organisation, die beschäftigt sich mit Kindern. Was beschäftigt sich mit Kindern, das ist die Hauptsache. Nur jetzt sind wir auf andere Sachen, Alzheimer wegen der alten Menschen, und auch die schwer kranken Kinder, und auch alles, was ist wegen der Geschichte von der Zweiten Krieg. Und wie viele Kinder sind denn du in OSE heutzutage? Und kann man sagen, 1000 Kinder. 1000 Kinder jede Jahr. Und mit Kinder, die wohnen in unseren Hause, vier Häuser in Frankreich. Eins ist du in Taverne. Eins ist in Taverne. Wie Elie Wiesel ist gewesen. Und noch andere, die sind nur weggefahren nach Amerika, dann nach Australien, dann nach Israel. In 3 andere Orte. In auch hat man 60 Familien, wo wie 90 Kinder wohnen, Jugendzeit, weil sie können nicht mehr bei den Eltern wohnen. Die Eltern sind noch Mischigo, sind noch krank, sind noch entfiso, Schlachtersachen. Immer doch hat ein paar Kinder, die wohnen bei sich in der Familie, nur wo es mir darf zu helfen. In mit so jede Tag oder jede Woche. Und wie lange bleiben Sie in die Institution? Sie können bleiben ein paar Monate, und sie können bleiben lange Jahre. Die Frage ist, zu wissen, wie noch ist die Familie. Lass mal sagen, sie du Kinder, die Futter ist nicht viel so. Die Mitte hat sehr Schwierigkeiten. Sie suchen die Sachen wegen Kokain, Drugs.
mir kann ich sagen, se du Kinder, wo sind noch ein paar Monate, ne, wo die noch sind noch zurück bald bei der Familie, und se du Kinder, wo es mit 15, 16, 17 Jahre, müssen. bis sie werden groß, sicher. Aber wir lernen sie auch etwas, ein Fach. Sie studieren, Mhm. wie sie kennen, mit Kindern, wo es noch sehr geht in der Schule und wo es machen eine sehr scheine Karriere. Und sie du Kinder, wo es gehen schnell bei der Arbeit. Wir können nicht sagen, es sind nicht du ein Kind, es sind du 1000 Kinder, wo sie noch jeder eine nicht dasselbe wie der zweite. Lass wir reden ein bisschen von nach. Ihr stammt von polnischen Juden. Ja. Wie? Meine Mitte ist von Lodz. Also meine Tate ist von Deutsch. In mein Vater ist von einer kleinen Stadt Leben Warschau, Otwock. Die war Kurort, 30 Kilometer von Warschau. Und wie sind Sie gekommen nach Paris? Also wie Sachiden. Mein Vater ist sich gefahren nach Spanien, kämpfen gegen Faschismus in 37 in die internationale Brigade, in die polnische Brigade, in die Dąbrowski-Brigade. Ja. Die nur wenn die Republikaner verspielte Krieg sind so gewesen in Frankreich, in Südfrankreich, in Gurs, Argelès, dort wie man so geschleppt. In der Uralbkrieg ist er gewonnen gehabt durch die Deutschen, ist gewesen in Compiègne, in den Lagern Leben Paris, sind gewesen eine von ersten Transport, wo sie weggefahren nach Auschwitz von Frankreich. Sie sind nicht mehr auf die Hand gewesen, 27.000 gewesen, der erste Transport. Die Nuch hat dezidiert, zurückzukommen nach Frankreich, die Familie gewesen vernichtet, hat nicht gewollt mehr leben in Polen. Meine Mitte ist gewesen in Lodz Ghetto, in die Nuch auch in der Lage. In so gewiss der ältere Brüder, wo so gewohnt in Frankreich, ist zurückgefahren nach Frankreich. Also hat so dezidiert, sie kommen auch in Frankreich, in meinen Eltern, und sehr bekannt, du in Paris. Und Ihre Brüder, Schwestern? Nein, ich habe keine Brüder, keine Schwester. Sie sind allein. Ich bin allein. Ich bin allein, also wie eine Sache, jüdische Familie ist in die Zeit, wo es umgeht, ein Kind, zwei Kinder. Das Leben gewesen sehr schwer für sie. Jetzt hat sie gewesen eine Schnade, hat ihr mir gesagt. Mein Vater ist geworden eine Schnade. Geworden? Geworden. In Polen hat er angefangen zu arbeiten als Stolarz. In geworden Schnade, hat gearbeitet in Stieb, gewohnt in zwei kleinen Stiebler. Nicht weit von du? Nicht weit von du, in Montmartre. Ja, das ist Montmartre. Das ist Montmartre. Ja. Man hat gewohnt dort gearbeitet. Also ich gewesen das Leben ganz so... In Ihrer Mama hat gearbeitet auch? Mama hat sich da angefangen zu arbeiten mit meinem Vater. Sie hat genäht mit ihm. Und dann hat sie gearbeitet allein in der Pariser Metro. Wie alt sind Sie? Ich bin 62 Jahre. 82 Jahre? Ich bin geboren. Sie sind nicht auf Pension jetzt noch nicht? Ich bin noch nicht auf Pension. Also hat man eine Sacharbeit. Es juckt nicht. Es juckt nicht. Mit 650 Menschen, die arbeiten bei uns, und das akzeptieren.